Ook Wilhelm Hermann, die sehen von einem angesehenen Herr am Rot, die während durch gestreden ward, bis sie 7 Stund, und auch sehr anstund für die Reformation. Die verstund den Ansehen von dieser Umstand auch. Ein paar Werk later, laut Konrad Grebel bis sein Grundstück an. Grebel wird die sehen von einem anderen Jugendratsherr, auch Felix Mons, dem sein Vater auch eine Hügel steht hat an den Rot von Zürich. Grebel und Mons hatten eine sehr gute Hochschule Lehre gekriegt, und sie werden gut bekannt mit alle Schrift. An diesem Abend, als büten all die kalde Novemberwind rüscht, saßen sie 4 und unterhielten sich über die Kirche. Hermann sagt, ich wie ein paar der 3 bestimmt, und er vertellt mir, dass er sich mit dem Lehrer Zwingli getroffen hat und hat angeprüft zu übersehen, dass die Kirche bloß von Leib gestellt worden soll. Die sich versammeln sollen, um sich untereinander stärken und belehren. Und das soll nicht einfach alle Mann sein. Und was sagt Zwingli dazu? Fragt Grebel. Zwingli sagt, dass sind, die da nächsten ihre Ansichten sind. Und dass er an die nicht teilnehmen kann. Er erwähnt Jesus sein Gleichnis von das Ankreuz und sagt, dass bei ein von den Deo waren Wert und Ankreuz durcheinander wassen. Aber wenn die Kirche bloß aus wahrer geborene Menschen bestehen soll, dann bedeutet das, dass die Daub mit Weiten und Wellen an abgewassene Menschen und nicht an Brustkinder passieren soll, bemerkt Mons mit nur denken. Weil wir einmal an die ersten Christen ihr Leben denken, sagt Grebel, und dann stund er ab und ging eine große latinische Bibel holen. Sie lasen die Apostelgeschichte und standen kenntlich darüber, dass alle Wehen, wo dort von der Daub geschrieben wird, da wären dort immer abgewassene Personen, die mit Weiten, annehmen und gedaupt werden. Konrad Grebel sprach dann im Bett frem seine Gedanken aus. Ich habe diesen Vers all Verken gelesen, in Griechisch und Latinisch, und habe da niemals über nur gedacht, dass die Daub bloß für die Abgewassene ist. Und dann sagt Felix Mons dazu noch, ich weiß, dass Zwingli dieselbe Meinung hat, und er sagt das auch, dass es besser wird, die Menschen an ihr Abgewassene alle daupen. Dann hat er dort über gemerkt, wo schwer das wird gehen, auf diese Grundlage die Staatskirche zu bauen. Und dort schien so, dass er sich entschlossen hat, die Staatskirche ihren Weg anzuschließen. Er meint, dass wenn die Kirche in Staat abgeschlossen wird, dann ist dort für die Bett zum Golden. Eine Stunde später, dort wie all dies geworden und auf den Kaminofen ward ein großer Holler mit mehreren Arms verteilt Lichtern abgesagt. Und dann kam Zwingli durch plötzlich näher. Er will wahrscheinlich mit Hermann allein reden, weil er wisst all, was von seinen Anhängern. Als er über ihr Grebel und Mons zu seinen krieg, dann entschuldigt er sich und will weggehen. Die Freunde hielten am an, dass er bloß soll durchbleiben und fingen am an, Frauen zu stellen über die Kirche und die Daub. Dort wird zum Grülen den Zwingli anzusehen. Der Wind will dort 4 am Kaminofen utpusten, und die Tolchlichter ihre Flammen donsten vom Wind und schmeiten den Schatten ab den Lehrer sein Gesicht, so dass seine starke Barknerkes rietende Tieren liegen deuten. Er versucht nicht zu streiten, und auch nicht jeden anzureden. Er hauft bloß seinen Kopf ab und frug an mit einer klärenden Stimme. Will je mich auch verlassen? Hermann antwortet, Gott weiß dort, dass ich keinem büter meinen Vater so gelebt habe als die. Aber wenn dort Wort Gottes ab Stumpf seine Seite steht, da sie ich gedwungen anzufallen, so als auch du mir dort gelehrt hast. Zwingli stund ab, entschuldigte sich weiter und dann ging er ut. Der Meister ist da.
Der Herr will gekommen und fängt an zu reformieren. Aber was braucht dort nicht für ein Mut, die Kirche von Grund ab zu ändern? Zwingli wirkt sich dort nicht, sich von der Stadt zu trennen, und die Gemeinde aus einer Versammlung von Helden zu bauen, die mit weiten und freiwillig den schmalen Weg gewählt haben. Felix Manz und Konrad Grebel wären die Ersten, die sich entschlossen haben, Gott sein Wort für voll gehorsam zu senden. Im September 1525 schreiben sie Brief nur der anerkannte protestantische Führer, Martin Luther, Andreas Karlstadt und Thomas Münster. Und die sie darauf hinweisen, dass es nötig wäre, mit der Reformation noch wieder zu gehen, ohne dass sie würden nur Menschen Meinungen horchen, so als Gott sein Wort dort verlangt. Als Antwort hierab werden sie bloß ganz still. Etliche Monate Luther ward Wilhelm Hermann und seine Frau Bertha, die Tochter von einem bekannten Bergsteiger in Zürich, einen Sohn geboren, den die Eltern nicht bereit wären, Deipen zu lassen, und stützten sich dabei auf das Neue Testament. Der Staatsrat ward arg und will haben, dass Zwingli allerdings auch soll persönlich mit die reden, was dort nicht wollen, mit die du jähen lehren deuten, ihre Kinder Deipen zu lassen. Wils dort wären am Twerschen all Fehler. Zwingli bejähen sich zweimal mit die, wat eier seine Mädchen verwirren. Aber dann sieht dem Magistrat, dass so eine Unterhaltung nutzlos wäre. Worauf der Staatsrat für den 17. Januar 1525 eine öffentliche Versammlung wegen der Kindertaufe anordnen deut. Dort erfolgt von dieser Versammlung wie allein dort Schreiben von der Anladung betont. Wils einige falsch behaupten, dass kleine Kinder nicht sollen gedeiht werden, bis sie ihr Strater sind, so merken die Ratsherren, die Grote, die Kleine und die Höhe Rat von der Stadt bekannt, dass sie alle sollen zu einer Verhandlung kommen am Dienstag an den nächsten Weg. Während der Verhandlung stund Grebel ab und weist darauf hin, dass es am Neuen Testament auf keinen Fall eine Kindertaufe gibt und dass die Bedienung von der Watertaufe mit einem freiwilligen Bund mit Christus verbunden ist. Zwingli deut sich so, als wenn Grebel seine Wert überhaupt nicht gehört hat. Und redet davon, dass die Taufe am Neuen Testament gleich kam mit der Beschneidung am Alten Testament. Und die Menschen nu bei Grauttypen, dort wir einfach von Gott sein Wort aufbiegen. Erklärt euch, woran das Aufbiegen besteht, aber verurteilt mit Seierschappe wie derjenige, die sich der Regierung ihre Autorität nicht unterordnen deuten. Der Bürgermeister schloss die Versammlung und macht bekannt, dass Zwingli den Sieg gekriegt hat und dort bald wird ein Gebot bekannt gemacht worden. Das Gebot leidt nicht lang nur sich lüren, und ordnet unterdreven mit strenge Straf an, dass die frisch geborene Kinder sollen gedeiht werden. Die wat unterstänken deuten, sagen sich nu unabgegründet. Nur die Gewohnheit besuchten sie die Gottesdiensten in Großmünster, aber sie waren sich auch einig, sich in kleine Gruppen an die Häuser zu versammeln, zum Gott sein Wort studieren. Am Abend vom 21. Januar 1525 hatten die Freunde sich ab den zweiten Stock an das Haus von Felix Manz seine Mutter versammelt, dort nicht dort war, und wir dicht bei der Großmünsterkirche. Die Fenstern waren mit Fensterluden verschlossen, an der großen Stufe brannten bloß einige Talglichter. Mehr als 20 Menschen lagen auf ihre Knie und beten. Herr, wie uns dienen wollen, was soll wir tun, wils uns Fleisch und Blut offenbaren uns nicht. Die halbe Distanz macht den Eindruck, dass sie nicht weniger um sich haben. Und die Beine scheinen an so, als wenn dort der Himmel wäre. Plötzlich hörten sie die Stimme von den Mönch Tür, Georg von Jakob sein Haus, dem sie wegen seiner Kleidung Blaurock oder Blävrock nannten. Stund am Schatten, dort Wiedsdorf von Konrad Grebel. Aber nu kam an Schloten auf Pferden, und mit einem freien Maß ganz verzweifelten Schien an seine Augen raubt aus. Konrad,
duip me. Konrad Grebel wie verblijft. Hij hield de Bibel in de hand en bewijst eerlijk dat nu de schrift bloos abgewassene Personen geduipt zullen. Aber duipen, einfach hier, dat wir doch to einproeven denk. Nee, dat kan ik niet, zei Grebel langsam. Verstehst du die? Nee, aber duipen wo ik niet. Jij fall op zijn knieën. Ik prache die Konrad. Der Herr hat klar zu mir gesagt, dat ich de rechte Doop annehmen soll. Grebel wie still. Jij seine Wied worden lezen, zoals wann irgendwer dat Gelüt wendja mög. En nu ein stootje het Konrad jij seine Wied nicht mehr. Seine Augen felden sich mit Tränen. Wer zie ich, dat ich mich je in Gott stellen will, dacht hij so en gef sich han. Dann brachten sie eine kopperne Schief mit Wutter an die Stube. Jij stund immer noch auf seine Knien auf seinem Platz mit einem Entschluss, dort scheint so als wenn keine Macht diesen Mensch könnt von seinem Platz wieder schüben. Grebel bet, und dann schabt hij Wutter, während am de Heng flotteren deiden, en hij geht jij dort op een Kopf am Namen vom Vater, vom Sehen und vom Heiligen Geist. Dort wird passiert. Dort wir so als wenn die düstere Stube durch ein Blitz vom Himmel wie Dach geworden. Der Wind wird still, und all die Gesichter strahlen Licht und Freude uit. Dort scheint so als wenn all die Engel über Zürich singen deuten. Duip auch mich, prachten die Versammelte, aber Grebel ging zu sehen. Hij wir so als betäubt. Blorak nahm seine Steed, bet duip ernstlich und duipt all die, wat dat willen. De Wutterlaken von der erste Glaubensdoop schamarierten als Diamanten en dat Licht von de Tolchlichter en schilden taub mit de Thronen von die eine unvernünftige Entscheidung mögen, um de Welt aufsehen. En ein Bund mit Christus zu schließen, en don't wat immer dat kosten wird. Dat Gefühl en dat Bewegen vom Heiligen Geist schält. Keiner hat dat geplant, sich duipen zu lassen. Keiner hat sich dort gemerkt. So bewiest Grebel Luther über dort, was dort passiert. Diese Menschen deuten sich mit einer großen Ehrfurcht vor Gott. Einer den anderen anvertraut und raubten sich einander ab, und das Evangelium zu deuten und fingen an zu lehren und ihren Glauben zu beleben. Dort wird der Anfang von sich aufteilen von der Welt und von der Sinn. So wird eine einfache Stube in Zürich zu ein heiliger Jordan, und leid die ersten Christen ihre Wies von Menschen in die Gemeinde abnehmen, wahre ableben, und werden so wie Jesus sein Lief begedonen. In Zürich verhält sich die Welt gegen die erste Periode so, als die Welt immer det gegen Christus seinen Nachfolger. All nun in der am 30. Januar fangen sie an, die erste Deiper im Gefängnis zu stoppen. Die wahre Deiper, so als sie annanden, zum verachten, mehr als 20 Personen, Dumang für den Georg Blorak und Felix Mons, die wurden eingestoppt und in eine alte verlorene Kapelle, Kirchenhaus von Augustiner Kloster festgehalten, die gelegentlich aus ein Gefängnis für die Ehrlehrer gebraucht wird. Eine Weg hielten sie an durch und gaben an bloß dreht Brot und Wutter. Dann wurden sie zu einem kleinen Rot eingeladen, wo sie an eine Geldstrafe ablehnen von 1000 Gulden. Dabei sollen sie in Zukunft dann noch die wahre Doop aufschweren. Die Strafe überhaupt eine Dummheit, weil die Sam keiner betonen. Aber am nächsten Tag bracht an der Geschäftsführer vom Rot unverhofft aus dem Gefängnis, Peter Felix Mons und Georg Blorak. Weil diese beiden hatten dort nicht angenommen, die Doop zu verlegen. Also bleiben sie am Turm und luden wieder nur er los. Jeder Service hörten die Menschen ein Lied singen und beten von ut dem Turm. Aber Georg war neben der Luther, wenn sie auch standhaft bleiben, ohne eine Erklärung freigelassen. Wahrscheinlich wird dort die Ursache,
dort de kein Bürger wir von den Kanton von Zürich. Felix bleibt nu allein am Gefängnis. Jij euch über Jeff seinen Dienst nicht ab. Hat noch mal wenige Schritt gegangen, nur dem losgeluten ward, dann bejehend am ab de Gas Anton Rogenacker. Die laut am Ende nur am zu kommen. Am nächsten Tag, dort wir Sonntag den 19. Februar, deibt ihr euch den Anton und noch 2 von seinen Freunden. Die Bewegung, sie selbst nannten sich Brüder, verspreitet sich über die ganze Schweiz und nur Deutschland, so als mit unsichtbaren Pflichten von derjenigen, was vom Himmel geschickt werden. Besonders in Stadt Gallen bekehrten sich Herden Menschen und leuten sich Deipen. Konrad Rebel wird durch über die Dau von Austrien und Deip durch so bei 300 Seilen. In am Meer wird durch all eine Gemeinde von mehr als 800, die auf den Glauben gedeibt werden. Du ward all bloß durch Ungeducken gedeibt. In Stadt Gallen leisten die Gläubigen sich dort erste öffentlich von Zwinglesine Kirche und schafften durch eine Gemeinde nur dort Vorbild vom Neuen Testament.